Hallo zusammen, grüezi miteinander. Ich bin Katrin Erni. Wir sind wieder zurück nach der Sommerpause. Ich hoffe, euch geht's gut. Und heute ist der erste Livestream nach der Sommerpause. Und es geht noch ein bisschen zum Thema Ferien machen und wo dass man schöne Orte besuchen in der Schweiz. Ja, ich sehe, da sind ein paar Leute schon am Chatten gsi, bevor es noch angefangen hat. Hallo Diar, hallo Lydia, hallo Olivia, hallo Bogdan. Bogdan, du bist aus der Ukraine. Olivia, du bist aus Polen, aber du bist zu Bern. Und ihr anderen? Ihr lernt auch Deutsch lernen und Schweizerdeutsch lernen. Hallo, Rvoje. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Livestream. Tönt so viel schreiben, wie ihr wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr etwas auf Hochdeutsch nicht gerade wisst, wie, könnt ihr auf Schweizerdeutsch nicht wissen, wie, dann könnt ihr auf Hochdeutsch schreiben oder vielleicht etwas auf Englisch, wenn es nicht geht. Aber könnt doch mit mir kommunizieren. Ja. Und schreibt mir eure Ideen, eure Antworten, eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ja. Hallo Ornella, hallo Vissi. Oh, Vissi kommt mir bekannt vor, habe ich auch schon gesehen. Bogdan glaube ich auch. Ja, habt ihr schöne Ferien gehabt? Habt ihr einen schönen Sommer gehabt? Hallo Christopher. Sind ihr in der Schweiz in der Ferien gewesen? So wie man geraten hat, dass man nicht so zu weit ins Ausland gehen, sondern dass man so in der Schweiz bleiben. Sind ihr in der Schweiz geblieben? Hallo, James hat ja, also, was ist dein Lieblingsort in der Schweiz? Wohin gehst du am liebsten? Ist das dort, wo du Freunde hast oder Familie hast? Oder ist das jemand in den Bergen, dein Lieblingsort? Oder ist das irgendwo in der Nähe von deiner Familie, von deiner Wohnung, von deinem Haus? Ja. Was ist dein Lieblingsort in der Schweiz? Also, ich gehe zum Beispiel sehr gerne auf Murten. Murten, kennt ihr das? Wissi, du bist vor 3 Tagen in Zürich gewesen. Zürich ist auch sehr eine schöne Stadt. Also Murten ist ein kleines Städtchen am Murtensee. Bogdan, du gehst gerne auf den Pilatus, das ist dein Lieblingsort. Von dort hat man sehr eine schöne Aussicht auch auf andere Berge, auf die Alpen. Und das Murten, ich fahre mal mit Murten weiter, das ist bei diesen 3 Seen, Neuenburgersee, Bielersee und Murtensee. Und ich habe dort einmal gewohnt. Es hat einen schönen See, wo man baden kann. Man sieht über den Jura. Und es ist so ein Ort, wo ich viele Erinnerungen damit habe. Und darum gehe ich gerne auf Murten. Frau Woje, du sagst, der Rosengarten zu Bern ist am schönsten. Ja, das ist eine Oase für dich, wo du kannst meditieren oder die schönen Rosen bewundern. Ja. Und Olivia, du bist gerne in Bern. Also du bist vielleicht ein Stadtmensch, bist gerne in der Stadt. Felsenegg, Adliswil war mega schön. Ja. Wohnst du dort, Wissi, in der Nähe, in Adliswil?
Olivia, ja, ich habe in Murten gewohnt. Ich habe 2 Jahre lang in Murten gewohnt. Gerade als ich meine Schule fertig hatte, habe ich dort gewohnt und ich war Lehrerin an der Schule in Murten. An der Primarschule, an der deutschen Primarschule. Mhm. Genau, das ist nicht weit von Bern, aber es ist im Kanton Freiburg. Es gehört zum Kanton Freiburg, aber man redet Berndeutsch. In Murten reden sie Berndeutsch. So wie die Berner. Wissi, wohnst du in Adliswil? Dein Haus oder deine Wohnung, ist das dort in der Nähe von dieser Felsenecke? Ja? Das tönt so, wie das sehr viel Natur ist dort, bei dieser Felsenecke. Hallo Vision, wir lernen Schweizerdeutsch. Wir lernen Schweizerdeutsch, also du kannst Hochdeutsch schreiben, aber ich rede nur Schweizerdeutsch reden. Genau, Murten ist klein, eine kleine Stadt. Sehr, man kennt die Leute auf der Straße schnell, ja. Es ist familiär vielleicht ein bisschen, ja. Okay, was ist, wenn ihr uns sonst noch schreiben, was ihr für einen Lieblingsort habt in der Schweiz? Ornella, genau, die ganze Schweiz ist schön. Es ist schwierig zu sagen, das ist mein Lieblingsort, das ist der schönste von allen. Ja, es gibt einen schönen Blausee oder in den Bergen gibt es ganz viele schöne Orte. Wissi, du bist mit der Seilbahn raufgefahren. Kann man bei der Felsenecke mit der Seilbahn rauffahren, mit dem Bändli? Redest du von der Felsenecke? Ja. Und dann hat man vielleicht auch eine schöne Aussicht von dem Berg. Ist das der Hirzu? Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Also es gibt ganz viele schöne Orte in der Schweiz. Freiburg ist auch mega cool. Ja, Freiburg ist eine zweisprachige Stadt. Dort bin ich aufgewachsen, dort bin ich in die Schule gegangen und mir gefällt Freiburg auch sehr gut. Genau, Olivia. Aber Genf ist dein Lieblingsort. Ich muss sagen, ich kenne Genf sehr schlecht. Ich bin eher so Deutschschweiz orientiert. Aber es ist sicher auch eine interessante Stadt. Ja. Hallo Rafatz. Du findest Bern, Schaffhausen und Lugano sehr schön. Schaffhausen ist natürlich auch der grosse Wasserfall, der Rheinfall, wo so viel Wasser über den Felsen kommt vom Rhein. Und das ist sehr, sehr ein schönes Spektakel. Ja, also, habt ihr dieses Jahr in der Schweiz Ferien gemacht? Ja? Habt ihr neue Orte entdeckt? Ja, Genf, Olivia, du sagst noch, Genf ist sehr teuer. Ja, das kann schon sein. Die ganze Genfer Seeregion ist sehr teuer zum Leben. Welches ist der schönste Schweizer Berg? Da haben wir schon geredet vom Pilatus bei Luzern. Das ist einer der ersten grossen Berge, wenn man in die Alpen geht, in der Innerschweiz. Ja, ein Berg, den man von Weitem kennt und der mir auch sehr gut gefällt und immer Schnee hat. Genau, das ist der Titlis bei Engelberg. Das ist auch so, er hat so eine Kuppe und er hat immer Schnee. Die Rigi und der Pilatus, das sind die 2 Hausberge von Luzern. Das sind schöne Berge. Wissi, die Olivia hat kein Umlaut geschrieben. Eigentlich wäre es Tür mit Ü. Tür, also sehr, es kostet viel. Es ist teuer. Das ist im Gegensatz zu billig.
Ja, das Matterhorn ist sehr ein schöner Berg, aber sehr wahrscheinlich für viele von uns nur so zum Schauen von Weitem und es hat wenig, die direkt aufs Matterhorn gehen. Oi, Can, du hast deine Ferien in der Schweiz müssen stornieren wegen Corona. Bist du dann im Ausland und hast nicht können in die Schweiz kommen? Das ist sehr schade. Das ist traurig, ja. Lim, hallo, du sagst, der Eiger ist sehr schön. Tust du klettern? Tust du so Wände hochklettern? Bist du schon auf dem Eiger gsi? Das ist natürlich sehr schwierig, nur für die echten Kletterer und Bergsteiger. Ravaz, der Niese ist auch sehr schön. Er hat, glaube ich, so eine schöne Form, ja. Der Niese ist, soviel ich weiss, vom Emmental aus, kann man dort raufgehen. Bin ich auch schon einmal oben gewesen, aber vor langer, langer Zeit. Mhm. Und im Emmental gibt es manchmal noch Orte, wo man Gold waschen kann. Also so Klasse- oder Gruppenausflug. Und dann kann man dort schauen, ob man so ein kleines Körnchen Gold findet. Ja, Lim, der Eiger, das ist von diesen 3 Bergen, Eiger, Mönch und Jungfrau, der mit dieser grossen Nordwand, die berühmt, berüchtigt ist. Aber dort sind auch schon Leute gestorben, das ist nicht so lustig. Und wenn man dort kein Experte ist, dann geht man lieber nicht rauf. Und wenn man nicht gut trainiert ist. Olivia, du hast Angst zu klettern. Ja, man muss schon auf Sicherheit schauen und es braucht sehr viel Kraft in den Füßen und in den Fingern und in den Armen. Ja. Also das sind ganz neue Muskeln, die du brauchst. Ah, Jean, du wohnst in Belgien und die Grenzen sind zu, du hast nicht in die Schweiz kommen. Das ist blöd. Genau, Roye, schwimmen. Ich gehe auch sehr gerne schwimmen und dann ist der Bodensee ist natürlich ideal zum Schwimmen. Oder wir können auch an einen See schwimmen oder an einen Fluss. Oder auf den Flüssen gibt es ganz viele Sportarten, was man machen kann. River Rafting kann man machen, das ist sehr populär. Oder Aare schwimmen, zum Beispiel sind wir schon auf Bern Aare schwimmen. Oder in Basel im Rhein gehen auch sehr viele Leute schwimmen. Oder es gibt Canyoning. Da geht man zu Fuß so einen kleinen Bergbach ab, so einen Canyon, so eine Schlucht. Das ist letzte Woche oder vor 2 Wochen sind gerade 2, 3 Männer umgekommen, weil es plötzlich viel Wasser ist von einem Gewitter. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Also, am Wasser kann man natürlich auch viel Sport machen. Was schön ist, im Sommer, wenn es so heiß ist, dann kann man am Fluss baden oder wo es eine Schlucht ist, in eine Schlucht laufen. Zum Beispiel die Areis-Schlucht kann man darauf gehen oder herabgehen. Oder wir waren in der Jaunbach-Schlucht oder da gibt es die Aare-Schlucht. Und in diesen Schluchten ist immer so feucht und kühl und so viel Wasser und es ist ganz angenehm, wenn es so heiß ist. Roy, du bist in München schwimmen, in der Isar. Dort können vielleicht die Leute so schwimmen wie in Bern in der Aare, ja? Das kann sein. Ich weiss nicht genau, wie es dort ist. Aber es ist sicher erfrischend, wenn es so heiß ist. Also, natürlich, in Freiburg ist ein wichtiger Fluss, ist die Sarin.
Und schon seit meiner Kindheit sind wir immer an die Sarin gegangen, bräteln, picknicken. Und es gibt ein paar sehr schöne Orte, wo das Wasser auch tief ist, wo man richtig schwimmen kann oder reingumpen. Also vom Rand so pops ins Wasser gumpen. Und das ist immer sehr schön. Man muss nicht so weit gehen. Peter, dein Lieblingsfluss ist die Limmat. In der Limmat hat es auch ein Bad, ja. Auf der Limmat hat es so ein Flussbad. Ja. Und dann ist es so ein Bad und das Wasser darunter hat Strömung. Hallo Lydia. Okay, also wir haben geredet über das Schwimmen, über die Flüsse, was eure Lieblingsflüsse sind. Und tun ihr auch Velo fahren? Tun ihr vielleicht Rennvelo fahren oder Mountainbiken oder Downhill fahren oder macht ihr Velotouren mit der Familie oder mit Freunden? Welche Region ist am besten zum Velofahren? Was würdet ihr sagen? Das Bild nebendran, das ist von unseren Ferien. Meine 2 älteren Buben fahren sehr gerne Velo fahren und sie haben ihre Velo mitgenommen. Es hat gerade noch Platz für ihre Velo. Chroje, du tust nicht so viel Velo fahren. Mhm. Okay, welche Region ist am besten zum Velofahren für euch? Wenn du möchtest Downhill fahren, musst du vielleicht an einen anderen Ort, als wenn du möchtest einfach eine Velotour machen. Ich habe einen Schüler, der hat gesagt, er ist in den Alpen Velo fahren, aber mit dem Rennvelo, nicht Mountainbiken. Er ist eine Pässlifahrt machen. Berge sind die besten zum Velofahren. Ja, Peter, aber das ist sehr anstrengend, weil du musst auch rauffahren. Also die Pässlifahrt, hat er gesagt, das war 100 Kilometer und 3000 Höhenmeter. Ja. Und er ist über den Nuffenenpass ins Tessin, auf Airolo. Und dann nachher über den Gotthardpass, über den alten Gotthardpass und dann über den Grimselpass wieder, oder nein, den Furka-Pass. Den Furka-Pass wieder ins Wallis. Das Murten ist sehr schön zum Velofahren, dort ist es flach. Ja, Wallis oder Bern. Ich tue gerne im Mittelland Velofahren, weil eben, hat schon ein bisschen Hügel oder so, aber es ist nicht so steil wie in den Bergen. Ich denke, für Berge wäre es schön mit einem E-Bike. Ah, Peter, du tust nicht selber rauffahren, du nimmst das Bändchen. Du gehst mit einem Sesselbändchen rauf oder mit einem Gondelbändchen. Dann kannst du das Velo einfach aufhängen, reinsitzen und dann nachher nur runterfahren. Hallo Uli. Ja, genau, das ist natürlich weniger anstrengend. Und dann kannst du ein paar Mal rauf und runter. Ja, dann kannst du mehr Downhill machen. Wo gehst du Downhill machen, Peter? Ja, schon. Und du sagst, zum Velofahren ist es gut von der grossen Scheideck zu den Rechenbachfällen. Das sind sehr wahrscheinlich Wasserfälle, ja, wo sehr schön ist. Ja, also manchmal gibt es ja so Bergbändchen und dann sieht man unter dem Bändchen gerade so eine Downhill-Piste, wo die Velofahrer runterfahren können. Und das ist schon... Ich weiss nicht, ob ich jetzt überall dort runterfahren würde. Ich würde immer nur bremsen.
Ja, Chwoje, du schreibst noch, das Wallis kann man nicht allzu viel verstehen. Wenn du ins Wallis gehst, dann nachher reden die Leute Walliserdeutsch und das ist nicht immer ganz einfach zum Verstehen, genau. Ihr könnt schon üben mit der Sina. Sina ist eine Schweizer Sängerin und sie singt Walliserdeutsch. Und ihr Walliserdeutsch ist schön verständlich, aber ich glaube, wenn die Walliser unter sich reden, dann verstehe ich es manchmal auch nicht. Dort, wo das Bähnli hat, Peter, du suchst dir immer einen Ort, wo das Bähnli hat, dass du rauffahren kannst mit dem Bähnli und dann nur Downhill machen. Aber dann musst du aufpassen, ja. Du musst einen Helm tragen, du musst vielleicht einen Ellbogenschutz oder einen Knieschutz anziehen, ja, dass dir nichts passiert. Also, welches ist der teuerste Ort in der Schweiz? Welches ist der teuerste Ort in der Schweiz? Wo muss man am meisten zahlen? Im Restaurant zum Beispiel oder für eine Wohnung, für eine Ferienwohnung. Ja, wisst ihr das? Genf, genau wie sie. Vielleicht Davos, ja. Vor allem, wenn dann so irgendein Treffen ist von der G7 oder so, was die amigs haben. Das World Economic Forum. Das Davos oder so, dann sind sehr wahrscheinlich die Preise noch einmal höher. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich kann mir vorstellen, dass so Luxusferienorte, so eben wie St. Moritz oder Davos oder so, dort kann man schon sehr viel zahlen für Ferien. Aber das kommt darauf an, was du für ein Hotel wählst oder eine Wohnung oder so. Arosa, Uli, meinst du, Arosa ist auch sehr teuer? Oh ja, auf die Jungfrau, das Jungfrau-Bändli, um dort raufzufahren. Und sehr wahrscheinlich dort, wenn du übernachten oder dort auf der Jungfrau etwas konsumieren, dann ist das sicher teuer. Ja, in den Bergen. Wenn man in den Bergen weit abgelegen ist und sie das Essen und alles speziell transportieren, dann ist das vielleicht auch teurer als normal. Ja, und natürlich Genf und Zürich, da sagt man, das sind teure Pflaster. Also von Pflaster steht, ist ein teurer Boden, dort ist es generell teuer. Lies, was hat sich nicht gelohnt? Ja, von was redest du? Von, oder Lim, was hat sich nicht gelohnt? Es lohnt sich nicht, in teuren Orten in die Ferien zu gehen. Ja, eigentlich das Schönste ist die Natur und die ist gratis, zum Glück. Ja, die Luft, die gute Luft, die ist auch gratis. Wasser, wenn man baden kann. Genau. Lim, du bist mit der Jungfrau Jochbahn raufgegangen und es hat sich nicht gelohnt. Vielleicht hast du gerade schlechtes Wetter gehabt und hast gar nichts gesehen. Oder vielleicht bist du so hoch oben gewesen, dass er so ganz nicht so gut war, so ein bisschen trümmelig und so. Und dann hast du dich gar nicht so gut gefühlt, so hoch auf dem Top of Europe, wie sie dann sagen. Ja. Okay. Welcher Ort ist der gefährlichste Ort? Oder was ist das Gefährlichste, was man machen kann in der Schweiz? Was denkt ihr? Jetzt haben wir alles von schönen Orten geredet. Vielleicht sind ganz schöne Orte, aber sind nicht immer. Ich denke zum Beispiel das Matterhorn. Wenn man aufs Matterhorn rauf möchte, ist das vielleicht recht gefährlich. Ja. Aber das ist ein schöner Ort. Oder
Habt ihr das Gefühl gehabt, es sei nicht gefährlich, wo ihr seid? Das ist vielleicht eine schwierige Frage. Vor allem für die Höhenangst haben, wo sie Angst haben, wenn sie hoch oben sind und so runterschauen und es geht runter, die haben Höhenangst. Und für die ist es schwierig in den Bergen, wenn es zum Beispiel eine Hängebrücke hat. Ja? Meine Mutter hat Höhenangst und sie geht gar nicht gerne über Hängebrücken. Hallo Le Monde! Also, wohin gehst du am liebsten Skifahren? Wohin gehst du im Winter am liebsten Skifahren? Oder vielleicht Langläufeln oder einen anderen Wintersport machen? Oder vielleicht machst du Skitouren? Das ist etwas, wo mich reizen, Skitouren machen. Einen Tag lang mit den Ski rauflaufen und dann wieder runterfahren. Hakuna Matata, du meinst Berner Oberland ist schön. Adelboden. Ja. Löschenpass. Das ist bei Adelboden. Sehr wahrscheinlich, ja. Hakuna Matata. Ja, das kenne ich nicht. Wir sind viel in der Westschweiz Skifahren. Zum Beispiel Port du Soleil, das ist ein grosses Skigebiet mit Frankreich und der Schweiz zusammen. Aber Bürchen. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich auch das Langläufeln entdeckt. Dann hat es weniger Leute, man muss nicht anstehen zum Lift fahren beim Langläufeln. Man kann auch die Langlaufski nehmen und querfeldein gehen, dort, wo man gerne möchte. Ja, das gefällt mir auch. Ja. Die anderen fahren nicht Skifahren, nur Hakuna Matata Skifahren. Oder habt ihr schon vergessen, wie das ist, wenn es schneit? Es ist so heiß. Und im Winter haben wir natürlich nicht so viel Zeit gehabt, um Skifahren. Weil dann plötzlich alle Lifts sind zu waren. Ja. Ich denke, es ist gut, wenn man auch ein bisschen höher rauf geht. Im Sommer waren wir auf der Riederalp. Und ich glaube, das ist sehr ein schönes Skigebiet, aber ich war noch nie im Winter auf der Riederalp. Da haben wir ein Bild, das ist von unseren Ferien auf der Riederalp im Wallis. Und dann sind wir rauf, über die Riederfurka hinten runter und dann auf die Moosflur rauf. Und von dort aus hat man schon einen Teil vom Gletscher gesehen, vom Aletsch-Gletscher. Also ich könnte euch die Aletsch-Arena, wie sie vermarktet, also Riederalp, Bettmeralp und das ganze Naturschutzgebiet dort. Und die Gegend könnte ich euch sehr empfehlen. Also man hat manchmal gute Aussicht. Bei uns hat es recht viel Nebel gehabt. Es hat recht viel Nebel gehabt und wir haben nicht immer den Gletscher gesehen. Also, aber wir hatten Glück gehabt, er ist doch manchmal vorgekommen, der Gletscher. Also ich wollte meinen Kindern den Gletscher zeigen. Den Aletsch-Gletscher. Es geht irgendwie nicht weiter. Ist etwas... Schreiben ihr nichts mehr schreiben oder ist echt etwas irgendwie falsch? Ist echt, ich sehe nur noch, was der Hakuna Matata geschrieben hat.
Brienzersee ist sehr schön. Du würdest Hakuna Matata, du würdest deinen Freunden den Brienzersee empfehlen. Ja. Es ist manchmal auch schön, wenn's so neblig ist, ja, wenn die, und dann plötzlich irgendetwas sieht man wieder und das ist so eine spezielle Atmosphäre. Genau, Roye, das war eine schöne Aussicht dort. Also wir haben eben nicht immer die schöne, perfekte Aussicht gehabt, aber wir haben doch den Gletscher gesehen. Olivia, der Gletscher ist verschwunden, aber in den Wolken, im Nebel. Er ist noch da. Er ist vielleicht kleiner als als vor ein paar Jahren. Man muss vielleicht ein bisschen weiter hochlaufen, um ihn zu sehen, aber er ist noch da. Wissi, du würdest deinen Freunden Basel empfehlen. Basel hat natürlich auch viel Kultur. Würdest du mit ihnen in ein Museum gehen? Genau, Lim, der Rheinfall, das ist der grösste Wasserfall von Europa. Ich glaube, mit der grössten Wassermasse. Ja, das ist sehr schön dort auch. Mhm. Vielleicht in Schaffhausen kann man sicher gut Velo fahren. Auch im Kanton Schaffhausen. Ja. Ballenberg, Ravatz, du hast eine gute Idee gehabt. Also Lutherbrunnen, da fährt man glaube ich durch, wenn man auf den Grimsel geht. Aber Ballenberg ist ein Museum, ja. Das ist ein Freilichtmuseum und dort kann man alte Häuser sehen, so wie alte Bauernhäuser, zum Beispiel Berner Bauernhäuser oder Tessiner Bauernhäuser oder Zürcher Bauernhäuser. Und man kann sehen, wie die Leute früher gelebt haben. Und das ist ein gutes Ausflugsziel auf dem Ballenberg. Und in der Nähe ist Beatenberg. Und bei Beatenberg hat es Höhlen. Habt ihr die schon gesehen? Also bei Beatenberg kann man in den Berg rein, in so Höhlen. Und da hat es Stalaktiten und Stalagmiten. Und es ist schön beleuchtet. Und man kann eine Führung haben in den Bergen. Im Berg innen, in der Höhle. Ja. Aha, Hakuna Matata. Du sagst, es gibt viele schöne Orte in der Schweiz, aber es ist nicht das Schönste. Die Schweiz ist nicht das schönste Land. Welches Land findest du das Schönste? Ist das dein Heimatland? Oder ja, natürlich, die ganze Welt hat immer wieder Orte, wo es sehr schön ist. Vor allem, wenn die Natur noch intakt ist oder in der Grand Canyon oder schöne Inseln, Südseeinseln oder Korallenriff oder so. Natürlich. Uli Baumann, du findest den Bahnhof Zürich sehr schön. Dort hat es so einen Engel, so blau-goldig farbigen Engel, der dort hängt in der Halle von der Niki de Saint-Phal. Ja. Und du kannst an die Bahnhofstrasse einkaufen, lädeln. Ja. Chroje, du findest, die Schweiz ist das schönste Land. Ja, aber die Schweiz hat zum Beispiel kein Meer. Das fehlt der Schweiz. Man kann nicht alles haben. Es ist ja gut, haben andere Leute und andere Länder auch schöne Orte. Sonst müssten ja alle Leute von der ganzen Welt in die Schweiz kommen. Oder es wäre nicht ganz fair, wenn die einen da sein können und die anderen nicht. Und die anderen haben nichts Schönes. Ja. Wie kann man in der Schweiz am besten reisen? Oder wie reist ihr am besten reisen? Am liebsten? Ja. Wir gehen meistens mit dem Auto. Das ist vielleicht nicht so gut.
wenn man überall mit dem Auto geht. Aber wir sind eine grosse Familie. Kroatien ist sicher auch ein schönes Land mit diesen Stränden und so. Mit dem Zug, Hakuna Matata, in der Schweiz ist es sehr angenehm, mit dem Zug zu fahren. Meistens, glaube ich. Wenn es nicht total überfüllt ist, wenn es nicht viel zu viele Leute hat. Und sie fahren regelmässig. Man kann bis am Abend spät noch wieder heim. Genau. Uli Baumann, meinst du noch von den teuren Ort, dass Hotel Dolder teuer ist? Ja. Zug ist gut, ja genau, Olivia. Aber so mit dem Auto ist es vielleicht billiger, wenn man mit einer grossen Gruppe unterwegs ist, vor allem. Und keine Vergünstigungen hat, zum Beispiel. Aber die Kinder sind ja recht lang sind sie gratis. Aber meine Kinder sind eben schon aus dem Alter raus, nicht mehr so gratis. Mhm. Ja. Vissi, Dolder Grand, du findest, das ist ein sehr schönes Hotel. Mhm. Es gibt Leute, die ein GEA haben. Hat jemand von euch ein GEA, ein Generalabonnement? Und du kannst mit deinem Abonnement, mit deinem Einjahresabi, kannst auf den Bus und auf den Zug und aufs Schiff und aufs Tram, auf die städtischen Verkehrsmittel, auf die S-Bahn. Ja, das ist natürlich super. Ich habe 1 oder 2 Jahre lang ein Halbtags gehabt. Nicht Halbtags habe ich, aber ein GEA gehabt. Und das ist, wo meine Mutter eins hatte und ich konnte ein Familien-GEA nehmen, dann hat es sich gelohnt. Und das ist cool, du kannst einsteigen und aussteigen, ganz spontan, wo du willst, was du Lust hast. Ja, Lim, Flixbus ist auch eine Idee. Es gibt immer mehr Leute, die auch europaweit mit dem Bus reisen. Das ist auch ganz interessant, wenn es genug Platz hat für die Beine. Ich bin eher gross und manchmal ist es mir ein bisschen eng in den Bussen. Es gibt Busse, die sind gut gestuhlt, also man hat gut Platz mit den Beinen und manchmal ist es schwierig. Und wenn es dann lange Reisen sind, dann ist es nicht so angenehm. Ja. Okay. Wow, Hakuna Matata, du hast 3 Jahre lang das GEA gehabt. Und jetzt hast du keinen Studentenrabatt mehr. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, das ist zu teuer. Mhm. Mit dem Studentenrabatt ist es besser, ein bisschen billiger gewesen. Oder wenn du dann eine Familie hast und die Leute, die im gleichen Haushalt wohnen, können zum Teil dann ein billigeres GEA haben oder so. Revoie, das ist ein guter Witz. Was ist die stärkste Droge in der Schweiz? Am Anfang war ich ja gerade ein bisschen schockiert und ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut aus mit Drogen. Aber du meinst, das ist die SBB. Ein Zug und du bist weg. Sehr guter Witz. Okay, den müssen wir uns merken. Also, was ist die beste Droge in der Schweiz? Die SBB. Ein Zug und du bist weg. Also eben, man kann zum Beispiel einen Zug nehmen, so reinziehen, so ein Zug oder eben diese Bahn, der Zug. Mhm. Und du bist weg. Wunderbar. Also, wie findet man am besten eine gute Unterkunft in der Schweiz? Wie sucht ihr gute Unterkünfte? Macht ihr alles nur online oder es gibt ja viele, die einfach auf booking.com gehen oder habt ihr andere gute Tipps,
wie man eine Unterkunft findet. Ja, Verweilen, das ist nein, das ist nicht böse, das ist lustig. Ich glaube, wir verstehen das. Booking.com ist sehr populär, ja, Hakuna Matata. Wir machen das auch. Aber manchmal tun wir nicht direkt über Booking buchen, sondern manchmal tun wir zuerst am Hotel anrufen und direkt mit dem Hotel verhandeln oder mit der Herberge oder mit denen, die Airbnb haben. Genau, Hakuna Matata, du nimmst noch TripAdvisor, dort hast du gute Ideen, wo du könntest übernachten. Olivia, du machst direkt mit Booking. Also du tust direkt anrufen, dem Hotel oder der Unterkunft oder der Jugendherberge. Es gibt auch schöne Jugendherbergen, wo man ganz gute Zimmer haben kann. Und die sind ein bisschen billiger als Hotelzimmer. Airbnb, ja, das ist auch gut. Oder macht ihr manchmal Couchsurfing oder so etwas? Dass ihr schaut auf Couchsurfing, ob ihr irgendwo ein Bett findet zum Übernachten oder eben Couch, ein Sofa oder so. Ich muss sagen, ich habe noch nie Couchsurfing gemacht, aber wir haben auch so Gäste, die manchmal zu uns in die Ferien kommen. So mit Help Exchange. Und das ist etwas Ähnliches, aber sie können nicht ganz gratis bei uns schlafen, sie helfen uns noch etwas helfen. Und das ist sehr interessant. Ja, genau, Lim, du kannst zelteln, du kannst irgendwo einfach zelteln. Hakuna Matata, du hast ein paar Erfahrungen mit Couchsurfing gemacht. Sind das gute Erfahrungen gewesen? Und zum Zelteln, da muss man aufpassen. Heute darf man nicht mehr einfach überall einfach so sein Zelt aufstellen. Also du kannst auf Campingplätze gehen oder so, oder du kannst private Leute fragen. Aber ich glaube, gerade diesen Sommer war das manchmal ein Problem gewesen, wenn in den Medien hat man manchmal gehört von diesen Leuten, die so wild zelteln und auch einen Dreck liegen und in Naturschutzgebieten oder so. Ja, genau. Okay, und mit dem sind wir am Schluss von unserem Livestream angekommen. Es hat mich gefreut, dass ihr mit mir da unterwegs waren und mit mir gechattet habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt mich gut verstanden und ein bisschen etwas üben, wieder Schweizerdeutsch üben. Kommt doch zu meiner Homepage, abonnieren oder auf den Like-Knopf drücken, wenn es euch gefällt. Ihr könnt auch Mitglieder werden oder so in einem Kurs teilnehmen, wenn ihr wollt. Ihr findet alle Informationen auf unserer Homepage www.swissgermanonline.com. Es würde mich freuen, mit euch ein bisschen in Kontakt zu bleiben. Ich denke, wir werden wieder Livestream machen. Aber ich weiss noch nicht genau, wann. Also, ihr müsst ein bisschen Geduld haben, ihr bekommt dann schon wieder Informationen über. Ja. Merci vielmals fürs Mitmachen. Ganz einen schönen Abend für die noch Ferien haben. Schöne Ferien. Vielleicht haben jetzt die Ferien, die nach der Feriensaison Ferien machen können. Und für die arbeiten müssen, auch alles Gute und gute Zeit. Tschüss zusammen.